unsere Geschichte. Die wollen uns mal noch mehr vertellen von dem Entstehen von der ersten mennonitischen Tochterkolonie, der sogenannten Nordkolonie in Chihuahua, Mexiko. Diese neue Kolonie, die erste mennonitische Tochterkolonie, die auf dem großen Rancho Ojo de la Yegua entstand, wird von Anfang an die Nordkolonie genannt. Beinahe 4 oder 5 Jahren war diese Kolonie voll besiedelt. Meistens wären dort die landlose junge Familien von den Manitoba- und Swiftgrund-Kolonien, die auf diese Siedlung abtrocken. Aber die trocken auch Wort ältere Lied haben, besonders so Eltern, von denen befriedigt hingen, die meiste oder alle auch dahin trocken. Im Sommer 1946 trocken 3 von meinen Geschwistern nach dem Dorf Lichtfeld. Ich erinnere mich noch sehr klar, dass ich im August, als wir mit unserer sogenannten Sodeltitus in Blumenurt fertig wären, und meine Geschwister in Lichtfeld anfangen wollen mit Bühen, Weesland abbrechen und Heimwerken, alles zugleich, dann musste ich mit unserem alten Model D, oder vielleicht rechter gesagt Model 1527 John Deere Traktor von Blumenurt Nummer 22 nach Lichtfeld Nummer 67 anfahren. Und zwar mit 2 schweren Fuhren hinter dem Traktor. Der alte 1527 John Deere Traktor war so gebaut, dass er ohne einen Rückpufftop, ohne Muffler, nur die Seite rückschaut. Und sein Regulator, wir sehen am Regulator, war so gebaut, dass man den Motor, wir sehen Motor, nicht sehr bosig merken kann. Aber wir Jungs hatten an dem alten Traktor einen Rückpufftop, wir nannten den Muffler, gemerkt. In seinen Regulator so gemerkt, oder so angeändert, dass er ein bisschen so scharf aus dem Model A Traktor sehen, so dass wir den bosiger merken können. Und dann fangen wir an, wie viel Kilometer die Stunde der Traktor mit seinem bosigeren Rahmen fahren kann, und berechnen dann noch, in wie viel Stunden die wir kennen von Blumenurt Bad Lichtfeld fahren. Und nach unserer Berechnung fangen wir dort so, dass das soll gehen, wenn ich tuss bei klarem Mondenschein tidig genug losfuhr, um mit Sonnenabgang Bad Blumengart zu kommen, dann soll ich kennen für Sonnenuntergang Bad Lichtfeld kommen. Als ich bei dem Dorf Hochtal 59 kam, und die Sonne all ziemlich leer gesunken wäre, dann fing ich an zu zweifeln, ob ich für dies dann noch Bad Lichtfeld kommen kann. Aber als ich rot endlich vollten anfuhr, dann ging die Sonne an. Ich habe das geschafft, aber meine Beine waren sehr weit vom Stonen. Dann ab einem 1527 John Deere Traktor erst gesagt hinter die Hängerräder, das stuckert viel zu sehr, noch weit hinter dem Traktor seine Hängerräder, Beckenräder zu setzen. Wenn man mit so einem Traktor lange Streichen im Bett stark fuhr, dann stand man dabei meistens. In diesem Schreiben meinte ich mit einmal, dass wir Mennoniten von einem Muffler gemerkt haben, von einem Regulator, einen Regulator. Und was wir doch alles zustande bringen können. He? Ab einem von den Werkes, was ich hinter den Traktor hatte, als ich damit an einem Tag von Blumenurt Bad Lichtfeld fahren musste, da hat wir von 1,5 Heibachs ein kleines Hüschen gemerkt, wo wir binnen wohnen würden, was wir Bruder Isaac seinen kleinen Stall unter Dach gebracht haben würden. Als das ein wenige Tage so weit wäre, dann trug wir da hinein. Auf der anderen Hälfte von dem selben Heibachslohn hat wir den Traktorpflug, 5 Erdgelenke, die Grasmaschine, die Pferdehorch und manches andere abgeladen. Auf dem anderen Wagen wären so viel 200 Liter Tonnen voll Traktorlin, als an seinem Unterbachs Rüm hatten. Als ich bei Saucito, oder bei Altneu Nummer 35 gekommen wäre, dann hielt ich den Traktor dort zum ersten Mal ab, oder den Traktor seinen Motor. Und Saucito, dort ich bei Johann Giesbrechts ihrem Stur, ging der Riefer. Da hielten noch viele so eine Lied Mittag, die mit Piet entweder von der Nordkolonie Darpa nach der Cuauhtémoc gehen fuhren, oder auch von der Darpa bei Cuauhtémoc nach der Nordkolonie. Ich eet da ditmaal op Mittag. Veld den Traktor zijn Tank voll Traktorlin, dreht wir an und fuhr wieder. In dem Bilderbuch
75 Jahre Mennoniten in Mexiko auf der 248. Seite erst ein Bild von der sogenannten populären Foto steht, wie der große Baum auf Johann Giesbrechts Ehrenhof. Im Sommer, wenn diese Bäume schmackrein werden, dann können die Lied durch Schmack am Schatten ihre Piet fordern und Mittag eten. Als ich da im August 1946 Mittag hält, dann werden diese Bäume schmackrein. In Lichtfeld wohnten im Sommer 1946 all mehrere Familien. Knaus Freisen, Abraham Freisen und Benjamin Dicken von Waldheim wären alle dahin getrokken. In Peter Bergen, ein Bachelor, wohnte auch all. En ook nog meer andere lied van Zestwoer, wat ik niet alle kent. We leiten ons van Benjamin Dicken ihre Menschen dat brood bakken, en eveneens mögen wir uns selbst dat eten. Bruder Isaac weer al door als ik op zijn laatje buursteed aankwam. Hij had al eertegelen merken laten en door dichtbij opgesteld waar de stal aangebuurd worden zal. Ik geloof hij had ook al dat fundament merken laten van zijn Mexikanischen Arbeiter. Die fangen voets an, voor hem de stalwijn op te meren. Wie es dat grote Schmack naht weer, fangen wir auch voets an, Wees zu pflegen. Aber wo dat schmackste Hei gewassen wir, da mögen wir schwind erst Hei auf die Schwester Isaac Rampels und Wilhelm Wieben ihre Hüskeals, und dann brücken wir dort de Wees ab. Dat schmacke, schwart, weerwapjet Hei, jij veel gewünschte Futter für ihre Piet. Die ging besonders dat Wees pflegen auf der neue mennonitische Siedlung sehr gut. Aber ich wir nicht steinerget Land gewesen. Und als ein Disk dann mit einmal bei einem großen Stein so schmack hängen hört, dass die dicke Plüch-Diskbaum kart aufbrüch, dann krieg ich zum ersten Mal so einen Rucks zu sperren von wo meine Jugendkameraden, die steinerget Land all gut kannten, mir allmal verteilt haben. Die ging dort meistens gut, wie meine Pionierarbeit auf der neue mennonitische Siedlung. Aber als das Sonntag war, dann fehlt dort aller Tag nicht recht. Am Sonntag zu abends nicht mit mein Schatzchen spazieren zu können, dort fehlt nicht recht. Aber ich muss mich an diesem Sonntag damit trösten, dass ich für den nächsten Sonntag wieder wo Krieg in Blumenlut sein kann, wo ich fans Liebchen wieder sein wird. Morgens ganz tidig noch für Sonnabgang, besorgte der Heiner, der Schwinjefter Drang, von der es doch anders aus Wolkeldach, und sind doch spazier wie ganz bald in der Nacht. Wer kauft das auch de la Jegua Land ab? Das Land wäre eigentlich mal für so eine Lied gekauft worden, den das an Land fehlt, und auch da oben ansiedeln wollen. Aber da kauften doch eine ganze Anzahl von so einen Büros, die all ein bisschen Geld hatten, aber gar nicht selbst handhaken wollen, auch 160 Acker Städten zum Spekulieren. Die meisten von diesen Büros verpachten ihr Land an so eine Büros, die auf dieser Kolonie wohnten. Viele von diesen ihr Land hat sich mit der Pachtport von der Abend in wenigen Jahren ganz betobt. Und dann, mit der Zeit, verkauften sie dort noch mit großem Verdienst. Der Preis für das Ojo de la Yegua Land, was für die erste mennonitische Tochterkolonie in Mexiko gekauft wird, wäre 25 Pesos den Acker. Das wir noch einmal wahrer Beweis dafür, dass die mennonitische Delegaten 1921 nicht gewusst haben, was der Landpreis in Chihuahua damals in Wirklichkeit war. Dass ihre Ankenntnis gründlich ausgenutzt worden ist von Landverkäufer, Landagenten und ihre Aufgaben, als sie ihr Land für die Mutterkolonien kauften für $8,25 US den Acker. Als der Vorsteher in dieser Tochterkolonie ihre Gemeindenkostbeker die letzte Landschuld ausstrecken können, dann stunden immer noch was Landschulden in der Manitoba Mutterkolonie Gemeindebeker wie den ihre Vorsteher. Das Land für den Dorf Kronsfeld, Nummer 62, wird so angemeten, dass der Ojo de la Yegua Hof mit seinen Hacienda in andere Gebiete eine von den 160 Acker Städten im Dorf sein kann. Diese 160 Acker Städte, ihr Land, braucht auch mal mit 25 Pesos den Acker betont worden. Aber der Hof mit Gebiete wird durch öffentlichen Utruf an den Bürger verkauft,
die das meiste Geld dafür baut. Der Preis für die Gebiete auf dem Rancho Ojo de la Yegua kam auf 19.500 Pesos zu Stunden. Also meist kriegt 5-mal so dir aus der 160 Acker Land, was dort da nu zu gehirden. Diese Gebiete kaufte Tenen Dr. Jakob A. Ernst von Rosenthal, Nummer 6, auf der Manitoba-Kolonie. Ernst siedelt mit seiner Familie Taub 1947 Ecuador Han. Und damit hatten die Lied auf ihre neue Siedlung kurz einen Tenendoktor. In Rosenthal, wie Jakob A. Ernst bloß Tenendoktor gewesen, wie es auch noch ein anderer Doktor war. Aber auf der neuen Siedlung hat er auch eine Boutique, wie man nicht nannte, Boutique Apotheke. Weil es auf der Nordkolonie nicht ein medizinischer Doktor war, kamen viele Lieder auch nur Jakob Ernst für medizinischen Rat. Bald wie er da ein guter Kinderdoktor bekommt. Auf dem Ojo de la Yegua Land wären mehrere gute Springbarms. Ein guter Springbarm wird da bei dem Rancho Ojo de la Yegua. Das Barm heißt Ojo de la Yegua. Ojo meint Spring und Yegua meint Kabel. Man sieht, der Eigentümer von dem Ojo de la Yegua Rancho hat ein sehr schmackes Riedkabel gehabt. En die wir bei diesem Springbarm krepiert, dort gewonnen. Weil diese Kabel dem Land Eigentümer sein schmackstes Riedpiet gewasst wäre, hat er diesen Springbarm, wenn er wiederhand von dem Gerät hat, Ojo de la Yegua genannt. Das Ojo de la Yegua Springbarm gehört nu über alle Siedler, nicht dem, der den Rancho nu eigent. Und weil das Springbarm wurde lang nicht utreicht für alle Obers, besonders Lot im Fahrjahr, leiten Jakob A. Ernsten 1940 1000 Schau Deibet Lochstätten treffen, aber keine gute Waterleo. Ein von den großen Gebieten auf dem Rancho Ojo de la Yegua wird so angereicht, um ab vererst als Kirchengebiet dienen zu können. Diese Arbeit wird, so ist immer, von freiwilligen Arbeitern getan. Diese Arbeiter mussten da an einem Tag eine dicke Adobe Merdelwand uitrieten. Dit mal wären da mehrere junge Männer und ein ouder Mann, ein Gottlieb Nikolai. Und die Nikolai war ein übergewöhnlich starker Mensch. Diese Gruppe junge Männer schien da zu viel Arbeit zu sein, die Teilen alle einzelwies von hoch boven auf die Wand raufzuholen, und sie einigen sich, sie wollen die Wand taub herumschmieden. Sie versägen ihr Bastard, aber sie können nicht anfangen mit der dicke, starke Teelwand. Mit einmal sagte Onkel Nikolai, geef mir mal einen Kaufhaut. Die jungen Männer geben Onkel Nikolai eine Brechstang und wundern, was der Ola tun wird. Der starke Onkel sah die Brechstang je in der Wand, schärft und stehend und stootje, und die Gruppe junge Männer kicken tau, wo er die Wand zu Wand langsam allein schafft. Einer von den Jakob Ernsten Jungs, ich glaube dort wir Obram, hat mir das mal ungefähr so vertelt. Von der Manitoba-Kolonie trappen 2 junge Prediger und ihre Familien auch noch diese neue, sogenannte Nordkolonie. Dort wären Bernhard Peters und Abraham Leben. Bernhard Peters war ein Sohn von dem Prediger Franz Peters in Scheindorf, der da 1928 an Herzschlag starb. Abraham Leuven wie ein Sohn von dem Prediger Franz Leuven von Rosengart. Prediger Bernhard Peters war eigentlich ein Zwiftkorrenter, aber er hat sich auf der Manitoba-Kolonie befreit und wird dahin getroffen. Er wird auf der letzte Predigerwahl als Prediger gewählt worden, zugleich mit Prediger Abraham Leuven und Diakon Bernhard Weber. So wie langsam wird gemerkt, die Gemeinde auf der Nordkolonie selbstständig zu machen. Das Land für die erste mennonitische Tochterkolonie, die Nordkolonie, wird, so wie wir all gesagt haben, von der Manitoba- und Zwiftkorrent-Kolonie gekauft. Am Anfang diese Kolonie selbstständig zu machen, wurden doch für das Jahr 1949 2 Vorsteher gewählt. Das waren Jakob Leuven von Silbertal, Nummer 68, und Franz Ginter von Heilboden, Nummer 30. Diese beiden Männer übernehmen die Administration von der neuen Kolonie. Die Lied wird an Springfeld 41, Blomstein 42a, Rüdnerweide 42b, Rosenheim
43, Altneu oder Saucito 35, Steenreich 38, Springtal 50, Heiboden 30 en Hoffnungsau 31 woonden. Die hielden alle tot de oud-kolonische gemeente op de Manitoba-kolonie, zo lang, wat 1941 de aanvang gemerkt wordt, de Noordkolonie zelfstandig te maken. Vandaar aan wordt dat zo geleid en aangewonnen dat alle gemeenteglieder van deze dorpen met de gemeenteglieder en de Noordkolonie dorpen top bereid worden zullen ihre eigen gemeente te gründen. Op de Noordkolonie woonden tot 1950 nogmaals bloos de twee jonge predikers Bernhard Peters en Abraham Leuven. In Steenreich nummer 38 woont prediker Jacob Wieb, die van Zwijfkorant aangetrokken weer. En in Altneu nummer 34 woont nog een prediker Peter Wieb. En dan nog verder officiële gründung van de eerste dochter gemeente op de Noordkolonie besloot de Manitoba-kolonie Leerdienst am Hoofd 1950 dat Frans Dick van Rijnland nummer 4 ook nog een van de daar betrekken zal, wat de eerste oud-kolonische dochtergemeente gründen zullen. En wils dat al klaar weer, dat wanneer de gemeente op de Noordkolonie eerst wordt officieel gegründ worden, de gemeenteglieder en zijn dorpen als Springtal 50 ook tot de Noordkolonie gemeente gegründ worden, kochten prediker Frans Dicken am dorp 50 een kolenbuurstede, huurden door woonhuizen stallen op en siedelden nog im jaar 1950 van dorp Rijnland over naar Springtal. Als de Noordkolonie gemeente dan bald officieel gegründ wordt, dan wordt Frans Dick door am 23. Januar 1951 als eerste ältester gewählt en bestätigt. Met de gründung van deze nieuwe gemeente weer dan op de zogenaamde Noordkolonie, die van Zwijfkorant en Manitoba-kolonien uitgekocht, gegründ en besiedeld worden weer, de eerste zelfstandige oud-kolonische dochtergemeente in Mexico entstanden. Onze tijd randt al verder auf. Nächstes Mal vertellen wir uns noch mehr von dem Entstehen von der ersten mennonitische Tochterkolonie in Chihuahua, Mexiko und von den großen Schwierigkeiten mit der Boterknappheit auf dieser Kolonie. But nächstes Mal. Back to you, Georgia.